Ich habe eine kurze Frage. Bin ich da richtig beim Fundbüro? Ich bin in Bern gesehen, der letzte, und zwar mit meiner Freundin. Und dann habe ich meine Freundin verloren und ich wollte fragen, ob man die bei euch wiederbekommt. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Das ist cringe. Du hast mich sicher berührt. Es hat Spass gemacht und das ist das Wichtigste. Es muss nicht immer gut tönen, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Freundinnen und Freunde, welcome back zu einem neuen Video. Wieder mal aus dem Garten von der Nati. Und das heisst, wir machen wieder eure Challenges. Wir haben das Video schon vor ein paar Wochen gemacht und es ist mega gut angekommen. Ist gut angekommen? Ja. No English Word Challenge. Das heisst, wir dürfen im ganzen Video keine englischen Wörter brauchen. Letztes Mal haben wir keine alten brauchen und jetzt dürfen wir keine englischen Wörter brauchen. Schaffen wir das? Und bis im letzten Video war, haben wir sie gehalten. Nein. Das hat absolut nicht. Wie will ich ein Video machen ohne englische Wörter? Mit WC-Rollen Wasser aus einem Glas trinken. Yay! Der Trend gibt es ja auf TikTok und vielleicht haben die schon gesehen, das werden wir jetzt auch probieren. Ich habe absolut keinen Bock. Let's go. Fuck, ich habe das englisches Wort gesagt. Oho! Du hast verkackt. Das ist die zweite Challenge. Ich habe Challenge gesagt. Wow. Wie wenn wir ein Challenge-Video machen, ohne das Wort Challenge sagen? Das heisst, wir müssen sagen, ein Aufgabenvideo. Wir machen jetzt eure Aufgaben. Das sind fette Strohhalme. Die werden wir nachher in unser Maul nehmen und dann daraus trinken. Also es sollte anscheinend nicht funktionieren, das ist das Ding. Oh ja! Warum jetzt? Abfahrt! Ich schluck mich aus Haus. Abfahrt! Du musst es mehr reinstecken. That's what she said. Also, jetzt gehst du so oben ausgesehen, Alter. Ich tue es jetzt auch probieren. Nächste Challenge. So Spaghetti nur an den Anfang heben und probieren, dass es sich nur in 2 Teile bricht. Das heisst, wir nehmen Spaghetti so und es darf nur einmal brechen, dass es 2 Teile hat. Ist das schwierig? Aber das Nice ist, bei den Sulz Spaghetti wachsen, ja. Auf den Bäumen von dem her Spaghetti haben wir. Ich muss es jetzt so brechen und es darf nur ein Bruch haben. Oha. Hä? Was ist da dran, Challenge? Oh, das ist weggeflogen! Ja. Schau mal. Das zählt nicht. Du nimmst das so, machst das so drin und machst so. Oh. Ja, voll. Bring der Nati den Backflip bei. Kannst du einen Backflip? Nein. Willst du einen machen? Nein. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich kann, wenn überhaupt, ein Rädchen. Wow! Wow! Ich zeig dir jetzt schnell, wie der Backflip funktioniert. Du stehst an, hinten und dann wichtig Arm aufziehen. Nati wird sterben. Ganz hinter dem, ganz hinter. Und jetzt voll auf und hinter den Kopf. Ja. Aber zieh durch, sonst gehst du auf den Kopf. Was? Oh mein Gott, Digga, das ist ja gar nicht gefaked gesehen, Mann. Mega viele Leute haben wieder gute Telefon-Pranks auf Insta geschrieben und jemand hat geschrieben, beim Fundbüro anrufen und sagen, dass du deine Freundin verloren hast. Okay, ich kann es mal probieren. Ich weiss nicht, auf welches Fundbüro sollte ich anrufen. Fundbüro Bern, anrufen, let's go. Wer kennt es nicht, wenn man seine Freundin verloren hat? Fundbüro Stadt Bern. Grüezi, da ist der Thomas Vogt. Guten Tag. Grüezi wohl. Ich habe eine kurze Frage. Bin ich da richtig beim Fundbüro? Genau. Ist das genau dort, wo man so Sachen findet, die verloren sind gegangen? Ich bin in Bern gesehen, der letzte, und zwar mit meiner Freundin. Und dann habe ich meine Freundin verloren und ich wollte fragen, ob man die bei euch wiederbekommt. Ja, leider nicht. Lebendige Sachen haben wir leider bei uns nicht. Also ist sie nicht abgegeben worden? Nein. Da kann ich euch leider nicht helfen. Muss ich weitersuchen nach meiner Freundin in diesem Fall? Okay, das ist viel Glück. Danke vielmals, Ihnen. Gleichfalls, euch auch. Ade. Ade. Es ist nicht abgegeben worden, aber jetzt lustig gefunden von dem her. Nein, so du. Glaubst du, hätte gemerkt, dass wir ihn verarschen? Nein. Ich glaube auch nicht. Cool sein. Nein, können wir nicht. Irgendjemand fragen, ob er einen Toaster dabei hat. Nice. Dann gehen wir über nach einem Toaster fragen, weil ich brauche unbedingt einen Toaster und jetzt gehe ich halt über fragen, ob er einen dabei hat. Bist du noch nie über nach einem Toaster fragen? Stell dir mal vor, ich frage nach einem Toaster und er sagt auch so, oh, ich habe einen Toaster dabei. Oh. Als ob so irgendjemand einen Toaster... Hast du einen Toaster dabei? Kein Toaster dabei. This makes so much fun to me. Oh, jetzt kommt jemand. Kurze Frage. Ich habe mir eben Toast gekauft, aber wir haben keinen Toaster. Ja. Haben die zufälligerweise einen Toaster dabei? Nein, nicht wirklich. Nicht? Okay, schade. Schönen Tag. Kein Toaster dabei gehabt. Ich brauche einen Toaster. Hast du einen Toaster dabei? Wir haben Toast gekauft. Toast. Aber wir haben keinen Toaster. Haben Sie zufälligerweise einen Toaster dabei? Nicht?
Nichts. Er hat einfach gesagt, was hast du geraucht? Ein kleiner Reim schreiben. Es gibt eine Säule, das nennt sich Päuli. Das sucht seine Mami. Das ist Salami. Wahrscheinlich selber geschrieben. Das längste schweizerdeutsche Wort finden. Ich fange an. Leute, ich habe das beste Wort. Und zwar Kleinkinder, Bilderbuch, Regal, Installations-, Ausbildungsmeister, Kurs, Planungs-, Unternehmenskultur. Das heisst, das ist die Unternehmenskultur von einer Planungsfirma, die Kurs für Ausbildungsmeister in der Regalinstallation für Kleinkinder Bilderbücher macht. Check mal das. Kleinkinder Bilderbuch, Regalinstallations-, Ausbildungsmeister, Kurs, Planungs-, Unternehmenskultur. Okay, wir kommen zu meinem Wort. Mal schauen, ob es länger ist. Hauptarbeitsbetrieb, Schlüsselfach, Schlüsselloch, Putzer, Dienstnummer. Haben wir das gecheckt? Also das ist die Nummer vom Putzdienst, der Schlüsselloch putzt für das Schliessfach von deinem Hauptarbeitsbetrieb. Nice, ich habe gewonnen. Also ich muss beim Europapark anrufen und fragen, ob man den mieten für einen Tag. Yay! Aber nice Aufgabe auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass es mein Geburtstag wird sein und ich freue mich darauf. Oh, ich bin hure aufgeregt alle. Okay. Vor allem Hochdeutsch noch. Scheiße. Okay. Reservierung Europapark. Guten Tag. Guten Tag, hier ist Ulrike Baumeler. Ich habe eine Frage und zwar, ich habe jetzt gleich Geburtstag und ich wollte fragen, ob es irgendwie möglich ist, den Europapark für einen Tag so zu mieten. Was, den kompletten Park? Genau. Der Europapark Gästeservice, Sie sprechen mit. Guten Tag. Wie meinen Sie den Europapark mieten? Also so den ganzen Park so, also am Geld wird es nicht liegen so, einfach, ich wollte fragen, ob das irgendwie möglich ist so. Da muss ich kurz nachfragen, einen kleinen Moment, bitte. Ich wurde jetzt schon zweimal weitergeleitet, ich weiß nicht, bin ich richtig? Ja, um was geht's denn genau? So eine Anfrage? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das möglich ist, den ganzen Park hier zu mieten, also den Europapark. Ja, das bieten wir ab 10.000, 15.000 Personen. Okay, also so viele Gäste müsste ich einladen oder ja, es sollte einfach so eine Geburtstagsparty sein? Nur ab 10.000 Personen. Ich müsste 10.000 Personen einladen. Aber können Sie ungefähr vielleicht einen Preis sagen, damit ich weiß, in welchem Rahmen das ungefähr ist? 50 Euro pro Person. Oder, 700.000. Ja. Nur? Ja, okay. Also Ja. schönen Tag. Ja, nur 700.000 eigentlich. Geht's noch, oder? Ja, Europapark, gebt uns mal. Ja, easy. Machen wir schnell ein Fan-Treffen dort, oder? Jeder kommt gratis Eintritt über, oder? Bro, was machst du? Ich schwöre, ich tu den gleich grillieren. Nein, fuck, das ist Spaß! Auf die Aufgabe habe ich gar keinen Bock, sich 100 Mal im Kreis drehen. Yay! 100 Mal drehen, let's go! 1, 2, 3. Nein, schneller. Hopp. Ich kann nicht schneller. 16. Hopp. Es dreht sich alles. 22. Okay, jetzt dreht sich alles verdammt schnell. Jo! 73. 74. 98. 99. 100. Nice Challenge, Digga. Merci vielmals an den, der das gesagt hat. Wie viele Marshmallows kannst du ins Maul nehmen? Adrian, wie viele Marshmallows kannst du ins Maul nehmen? Ich habe ein bisschen einen Nachteil, weil die Nati ist sich natürlich gewöhnt, Sachen ins Maul nehmen. Ja, von ich dem bin da darauf spezialisiert. Ich kann das Also, sehr gut. weisse Sachen im Maul, man kennt es. 1, 2, 3, 4. 4. Das ist mega viel. Sideflip. Boah! Bottlepflip mit einer leeren Flasche. Schon hure easy. Digga, Alter! Wie viel sind das gewesen? 600, 700 Versuche mindestens. 20 Minuten aufgenommen. Bro, ich kotze, Digga. Schnauz ab! Okay, ja, das wollte ich schon immer machen, weil es sieht viel nicer aus ohne Schnauz. So, das war's dann auch gesehen an der Stelle mit dem Video. Vergesst nicht, ein Like dort zu lassen, den Kanal zu abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren. Und bei mir bitte vorbeischauen! Könnt vorbeischauen. Schreibt in den Kommentaren, wie schön ihr meinen Schnauz findet, weil der ist schon sehr schön. Nati, Ja? wir haben eine Frage vergessen. Was? Irgendjemand schreibt Küssen. Wollen wir das machen? Nee. Nein, das kann man nicht filmen. Weg sehen Sie die Safe, wenn da jemand kommt. Ich bin im Häuschen gehockt.